Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir die Stampede und ich glaub, das ist doch, also nach meinem schlauer Zettel ist das der 15 Teil, aber ich hab da echt, ja, das nicht mehr im Kopf. Das sind 3 Teil zu viel oder so. Oder 4 Teil zu viel. Aber seht, ist noch nicht ganz zusammengebaut, weil die letzten Ergebnisse, die waren wohl laut meinem schlauer Zettel. Weil das ist ja schon wieder ein bisschen her, die waren ein bisschen arg enttäuschend. Was war das Mittel? War 6,9 Meter pro Sekunde. Und im ersten Teil waren es 16,2. Einfach nur, dass ihr wisst, warum ich da enttäuscht bin. Also die ganzen Modifikationen haben das Ding schlechter gemacht. Und irgendwie müssen wir ja da mal wissen, warum und wie wir den Fehler behoben kriegen. Das seht ihr. Ist offen. Da haben wir da Batterie. Das ist da reinpacken. Da können wir da das Magazin gescheit rein tut. Das ist ein bisschen. Ja, wollen wir das trotzdem rauslassen und gescheit rein tun. Also ja, da brauchen wir jetzt kein Messmittel, um zu wissen, dass das. Aber ich frage mich halt warum, weil das Federl ist jetzt wieder im Originalzustand. Gott, das ist jetzt nicht mehr. Also das Federl müsste jetzt wieder im Originalzustand sein, was ist? Warum das dann jetzt so schwer geht? Es kann jetzt, also, dass das Getriebe und alles ein bisschen schwer geht, das kann ich mir schon vorstellen, weil das jetzt die Metallzahnräder sind. Das ist okay. Packen wir das mal zur Seite. Aber das Getriebe hat ja keinen Einfluss auf Schießen selber. Das ist ja bloß zum Spannen. Und das Teil geht ja dann, schießt dann zurück. Das heißt, da durfte das Getriebe eigentlich, oder schießt das? Jetzt müssen wir das doch nochmal. Ei, das Magazin, das not. Das laden wir jetzt nicht, weil dann fliegen mit den Pfeilen wieder bloß ein Bohrer. Wie sieht's? Also wenn ich da mal eine Stunde lang berechnet hätte, hätte sich ein guter Blaster gelohnt. Aber man macht das ja aus Spaß beim Besten. Warum kannst du jetzt wieder nicht mehr? Dann mag's. Ja, die sind diesmal kalt. Die sind jetzt auch nicht mehr ganz taufrisch, da seht ihr. Warum mag das manchmal bloß einen Schuss? Dann nimmer. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwas warm ist oder so. Hey. Das Ding bewegt sich nach vorne und dann lässt es hinter den Drücker los. Ja, wartet mal. Den Drücker lässt doch gar nicht richtig los, oder? Seht da jetzt was? Komm schon. Oh Gott, das geht nicht raus. Oh. Jetzt habe ich da. Jetzt habe ich es ganz durcheinander gebracht, glaube ich. Da hätte ich jetzt vielleicht nicht reingreifen sollen.
Dann müsste doch... Ah. Das ist wieder das. Das bewegt sich ja bloß ein bisschen. Das müsste eigentlich ganz vorschießen. Da passt der Hammer nicht. Deswegen hat das so wenig Leistung. Ich habe gedacht, an dem Teil haben wir jetzt, das müsste eigentlich wieder im Originalzustand sein. Das muss der Hanna gescheit vorgehen. Wir müssen die Batterie da mal... Das ist jetzt schon wieder... Seht, Fehleranalyse. Oder wir machen da mal alles. Ich habe mir da nämlich was Neues gekauft. Das probieren wir jetzt einmal zusammen aus. Mache die Batterie raus. Packe die zur Seite. Packe das mal irgendwo auf die Seite, dass wir da Platz haben. So, oder? Und dann guckt. Und dann dürft ihr zusammen dabei sein, wie ich das Ding da abziehe. Ob das taugt, weiß ich noch nicht. Da müsst ihr 2-3 Jahre bei meinem Kanal dabei sein. Wenn ich es dann immer noch einsetze, dann taugt es vielleicht. Das habe ich mir jetzt mal gekauft, weil ich was braucht habe. Aber das müsst. Hab da keine Marke gefunden, die ich wiedererkannt habe. So, dele. Sagen wir. Das rote zuerst. Da unten. Bevor ich da nämlich der Lipo einbaue, nehme ich lieber ein Netzteil. Weil da denke ich, das ist besser. Also da gehe ich einfach mal davon aus, das ist besser abgesichert. Ich vergleiche es mit dem letzten Netzteil, das ich bei Amazon gefunden habe, da hat das sogar so CCE. Also, keine Ahnung, wie die das schaffen, dass die mir mal Dinge verkaufen können. Aber ich denke, das kostet eigentlich gar nicht verkaufen. So. Jetzt warte mal. Voltage. Das brauchen wir. 9 Duft lange. So, der Ausgang ist auf das, genau das wollen wir. Jetzt ist er an. Das sind die Batterien, wie gesagt. Wir haben jetzt eigentlich auch bloß 9 Volt. Also das, was die Batterie halt liefern sollte. Warte mal. Oh, Voltage. Oh. Dann sollte das zwischendrin einfach mal ausschalten, bevor man dran rumdreht. Ich meine, da passiert jetzt nichts, weil wir einen Haufen Schalter dazwischen sind, die dann dafür sorgen, dass die Spannung nicht bei den kritischen Teilen ankommt. Aber sonst, wenn da jetzt irgendwer Elektronik hätte man die jetzt frittiert. Okay, das wäre dann 11 Volt mit Lipo. Aber beim Lipo bin ich jetzt halt mit der Schaltung, da weiß ich nicht, das kann jetzt gut sein, dass das der Hanna dann irgendwo kurz geschlossen wird. Und so ein Netzteil hat da halt Sicherheitsmechanismus, oder dass das dann, wenn man da irgendwelche Sicherheitskrust auslöst, dass das dann kurz geschlossen wird. Spannung. Ne, so fein will ich sein. Ah, voilà. Ja, ihr seht die Länder.
So. Wird das irgendwann mal richtig ausgelöst? Das müsste doch eigentlich viel weiter nach vorne gehen. Muss ich da mal aus. Jetzt hat sich das natürlich nicht gemerkt, wo ich war. Das ist einfach. Gucken wir mal, dass wir. Ideal wäre das jetzt, wenn ich das in langsamer, in Slow Motion anschauen könnte, dann könnte ich. Aber. So, gehen wir mal auf 6 Volt. Das ist seltsam. Das müsst ihr da noch und zieht das nach vorne. Ist das normal, dass ich. Entschuldigung für den Krach, aber ist das normal, dass sich das da bloß so ein bisschen bewegt? Das. Oh Gott, das tut den einfach. Ich würde jetzt sagen, wir holen mal das Messmittel. Das zählen wir jetzt einfach noch nicht zu den Messmitteln dazu. So, jetzt wird das ein bisschen kompliziert. Ich glaube, das erste Mal, das Jahr, dass man das einsetzen, oder? Kann man jetzt auch nicht. Ah, nee, nee, Schmamm. Und das ist ja bei den ganzen Stampede-Modifikationen. Ja, bin doch nicht ganz geistig auf der Höhe. So, Tabellenfunktion. Das wird jetzt kompliziert, dass ich euch das zeigen kann. Ah, das ist einfach mal. Das sehe ich jetzt auf dem Bildschirm. Okay, das ist immer noch nicht hervorragend. Da haben wir jetzt 8,3 beim letzten, 7,0 beim zweiten und 9,3 beim ersten. Der Ausgang aus. Jetzt drehen wir das mal auf 9 Volt und schauen, ob das irgend. Also, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber. Hat das doch irgendwas, was ich bedenke? Schauen wir an. Ach. Ich hätte vielleicht vorher mal Pfeile einladen sollen. Also bei dem Versuch jetzt, was haben wir über den Daumen peilt, Mittelwert von 8, irgendwas. Ein bisschen mehr als 8. 8,2 wahrscheinlich sogar ziemlich genau, oder? Ah. So. Nee, das hört sich nur gewaltig an, aber wir haben da jetzt 8,6, 9,4 und 8,9. Das heißt, das ist jetzt eigentlich nicht besser, oder? Gut, klar, ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da sind wir jetzt wieder bei der 16, irgendwas, was man dann ursprünglich mal hatte. Also von daher. Was machen wir da jetzt? Erstmal der Ausgang aus.
zerleg das mal und schauen wir das mal an. Und schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. Ja, vielleicht habt ihr das gerade schon im Schnelldurchlauf gesehen. Habt ihr jetzt mal rumgespielt. Und was ich nicht verstehe, das muss ja bis dahin nach vorne gegangen und dann noch ein Stückchen weiter und dann löst es aus. Und da seht ihr, da geht das ganz nach vorne. Und das vorher nur so gesehen, dass das dahinter ein bisschen rumkupft ist. Und dann durfte es auch. Jetzt haben wir doch glatt noch mal das Messmittel. Machen dann mal ein händischer Blaster draus. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. So, habe ich jetzt gerade unnötig schlafen gelegt. Aufwachen, geht was schaffen. Das ist jetzt stromsparend. So, jetzt muss ich das nach vorne drücken. Das mache ich live mit. Da sind wir bei 12,4. 12,4. 13,5. Also da haben wir deutlich bessere Messergebnisse. 12,4, 12,4, 11,4 und 13,5. Das ist, also, brauche jetzt kein großer Mathematiker sein, das ist deutlich besser. Das heißt, dann hat das vorher, dann löst das gar nicht richtig aus. Oh Gott, das dann schon zurück, bevor es eigentlich. Packen wir das Magazin wieder raus. Packen wir das auf die Seite. Das verstehe einer. Ist das da noch? Schon wieder auf dem Rückweg. Bevor es überhaupt richtig auslösen kann. Warum ist das so? Das kann ja jetzt. Man hat das alles richtig zusammengebaut. Da kann ich nicht auch viel falsch machen. Das ist wild. Das müsste dann schon und dann ganz bis noch, weil das hat sich vorher immer bloß in dem Bereich bewegt. Weil da hätte man dann nicht auch halbwegs anständige Messwerte. Ich meine, da fehlen immer noch so circa 4 Meter pro Sekunde. Aber das muss, die Nase muss nach oben, das passt. Sonst rascht das nicht ein. Das ist.
Das ist eine wilde Geschichte. Dass das Feder da unten, das dürfte aber auch keinen Einfluss haben. Ich meine, das hat einen Einfluss drauf, wie schnell das zurückgeht, aber nicht, dass es nach vorne geht. Also das Federle habe ich mir Stolgers Federle kaufen. Ich will ja das Federle auch noch mal tauschen. Das steht ja alles noch auf dem Plan. Also so irgendwann einmal, wenn wir. Oder wenn ich jetzt heute einfach. Das machen wir jetzt heute, ob ich es verstehe oder nicht. Weil mit den Gruß da das. Dann machen wir jetzt, oder machen wir vielleicht ein separates Video dazu. Das weiß ich nicht, weil das ist jetzt heute auch schon wieder. Das Einzige, was man noch machen kann. Innen drin habe ich noch die Polsterung gemacht, die machen wir jetzt mal raus. Die habe ich glaube drin gelassen. Das machen wir kurz. Die zwei Schräubler da. Ich schwätze hier ein bisschen was nebenher, dass ihr unterhalten seid. Dass ihr da entertain seid, während ich da. Ja. Nicht, dass da dran liegt, dass man wirklich. Also bis aufs Getriebe, da stelle ich jetzt der Originalzustand nicht mehr her. Das raus. Dass das auch ja keinen Einfluss hat. So, die Nase nach oben. Das Ding nach unten, weil das löst uns der Trigger aus. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die wir haben, was falsch zu machen. So langsam geht es ins Blut über, wenn man so Stampede zusammenbaut, aber seht ihr, ganz erfolgreich bin ich damit doch noch nicht. So. Das ist auch R-Restriktor auf Neudeutsch. Ich würde jetzt sagen, das schrauben wir jetzt wieder, also den Teil halt wieder zusammen und dann messen wir nochmal. Bis gleich. So, jetzt ist wieder zusammengeschraubt. Jetzt haben wir mal das weiße Ding entfernt. Also, ja, so langsam klammere ich mich da auch an Kleinigkeiten. Ich will einfach rausfinden, was da jetzt ist. Warum das jetzt? Das Getriebe dürfte auch eigentlich keinen Einfluss auf das haben, wie der Blaster schießt. Klar hat es einen Einfluss, wie schnell der Blaster schießt, aber wie stark, da dürfte das Getriebe doch keinen Einfluss haben. So, da ist wieder an. Schalter dahinter. Brauchst noch aus. Hat der Fall halt noch. Messmittel an. Müsste mir halt glauben, dass das, weil das wird langsam. Ja, irgendwann kann ich mir da vielleicht größere Tisch leisten. Oder das alles, aber Ausgang an. Das erste war vielversprechend. Und bei der anderen Pfeile kam ein bisschen Material mit. Das erste war mit 13,8. Und der letzte. Hol's mal her. Nein, bei dem Pfeil fehlt, da seht ihr das andere Eckle liegt am Ende vom Tisch. So, da haben wir 13,8, 7,8, 5,9 und 10,6. Jetzt machen wir mal aus.
erst einmal massive Überforderung heute. Ich bin noch nicht ganz gesund. Jetzt ist resettet. Packen wir das mal zur Seite. Das Magazin mal raus. Die Pfeile räumen wir gleich rein, dass es aufgeräumt ist. Da habe ich da nämlich noch ein Magazin mit Originalpfeil. Weil das haben wir natürlich auch noch geändert. Da haben wir ein anderes Magazin, was kürzer ist, und da habe ich andere Pfeile da. Von den Originalpfeilen, da hat wahrscheinlich ein paar der Staubsauger gefunden. Oder keine Ahnung, wo die alle. Ich meine, klar, ein paar sind in meiner Sammlung. Jeweils einer bedruckt und einer ohne Bedruckung. Und der Rest, die tauchen irgendwann drauf. So, los geht's. 4,9, 6,2. Oh, der letzte, ja gut. Also die Messwerte sind ja irgendwie überall. Aber halt auch nichts rechts. So, machen wir das Magazin mal absichtlich leer. Das ein Bild. Dass das so chaotisch aussieht. Zumindest für euch nicht. Gucken wir uns das mal an. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Warum das da nicht ganz vorgeht. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Doch mal das andere Magazin. Hochgeschickte Hantierung heute. So, jetzt gucken wir mal das. Ja, das macht da keinen Unterschied, ob der Pfeil drin ist oder nicht. Das oder schießt es dann so schnell wieder zurück? Das heißt, bei mir ist das mal quasi, das ist jetzt hochexperimentell. Da hoffe ich, dass noch alle Finger noch da sind. Upp, das war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht so clever. Das schalten wir mal. Ja, das. Was haben wir da jetzt gemacht? Das hätten wir vielleicht doch nicht machen sollen. Ja, das war jetzt nicht so clever. Irgendwie konnte das nicht. Ich verstehe es nicht. Warum hat das im Originalzustand funktioniert und jetzt nicht mehr? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist ärgerlich. Und ich könnte euch jetzt erzählen, dass das alles dafür da ist, damit ihr seht, wie so der Lernprozess funktioniert. Aber ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wenn ich euch erzählen könnte, warum das nicht geht. Und wie man das behebt. Also so langsam wird es dann ein Sechsteiler.
Das ist auch irgendwann mal ja nicht so schön. Aber wisst ihr was, wir da jetzt machen? Erstmal machen wir jetzt für heute Feierabend. Der ja, weniger freuliche Nachricht. Dann machen wir als nächstes. Als nächstes schauen wir uns mal die Swordfish an. Oder, da gucken wir mal, was wir da an Oil brauchen. Und dann machen wir da noch die ganze Elektrik. Das machen wir anders. Machen wir da Relais rein. Machen wir da rein. Dann kommt da Lithium-Ionen-Akku rein. Also Lithium-Polymer-Dings. So. Und irgendwo Batterieüberwachung. So. Jetzt alles ganz einfach gemacht. So. Bei der Gelegenheit tauschen wir das da auch nochmal. Kommt da der Stecker rein. Das alles lassen wir auf das Relais gegangen. Da haben wir. Das ist der schaltende Kontakt. Damit lösen wir den Magnet aus, oder? Das muss ich auch mal kurz in Ruhe rausfinden. Das habe ich 30 und das geht dann. Das darf passen. Und zieht das da an. Schaltet das von 3 oben ist 30 und ist 87. Schaltet es durch. Das ist da nicht, um die Spule zu betreiben. Damit das anzieht. Ja, Elektromechanik ist noch. Das kann man noch halbwegs veranschaulichen. Das habe ich ja ursprünglich mal für die Vader gekauft, dass es ja durchsichtig ist. Da muss ich mal rausfinden, wie man den Schriftzug da wegkriegt. Und für die Swordfish, da wollen wir das wahrscheinlich auch verwenden. Oder wahrscheinlich zuerst noch Swordfish, weil die machen wir zuerst. Aber ja, da wünsche ich euch einfach mal viel mehr Erfolg beim Basteln, als ich habe. Und auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln, weil auch wenn ich daheim mich jetzt beschweren, alles Spaß macht, tut es ja trotzdem. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Blaster Ingenieur.